Dankeschön, liebe Genossinnen und Genossen aus Luxemburg. Ich bin gerne hierher gekommen. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich in Luxemburg bin, um mit euch über die Situation zu diskutieren. Vielleicht sage ich noch ganz kurz etwas zu meinen Schwerpunkten im Europaparlament, die ich im Moment habe, damit man das auch besser einordnen kann. Es ist klar, dass ich als Gewerkschaftssekretärin natürlich das Thema Arbeit und Sozialpolitik im Europaparlament bearbeite und dort auch in dem jeweiligen Ausschuss sitze. Darüber hinaus bin ich aber auch Vizevorsitzende des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigungsfragen und damit halt auch eine klare Stimme im Europaparlament in der Opposition für den Frieden gegen die Aufrüstung, die sich gerade auch auf europäischer Ebene vollzieht und da tatsächlich auch in einer Minderheitenposition im kompletten Parlament. Denn die Tendenz, nicht zuletzt mit dem Ukraine-Krieg, aber auch davor in der EU, ist es tatsächlich Richtung eine Militärunion sich zu bewegen und die Aufrüstung, Waffenpolitik in alle Kriege und Krisen dieser Welt sozusagen reinzutragen. Auf diese Schwerpunkte würde ich vielleicht gleich noch mal schwerpunktmäßig eingehen. Ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz die Überschrift der Veranstaltung ansprechen und dann versuchen, auf die Punkte, die du mich gebeten hast, Alain, einzugehen und ganz zum Schluss vielleicht die aktuelle Situation der Linken in der Bundesrepublik Deutschland noch mal ansprechen, weil das wohl auch ein Thema ist, das hier sehr zu interessieren scheint. Die Überschrift ist die neue Krise in Europa und ich habe eben einen Genossen von euch gefragt, was denn eigentlich gemeint ist mit der Überschrift die neue Krise in Europa, also was unter dieser neuen Krise gesucht wird gerade, damit ich das einschätzen kann, wie das in Luxemburg diskutiert wird. Und so ganz konnte man mir die Antwort nicht geben. Warum ich diese Frage gestellt habe, ist, dass ich gar keine wirklich in dem Sinne ganz neue Krise in der EU sehe, sondern tatsächlich eine Situation sehe, wo sich die Verwerfungen, die es gibt, gesellschaftlich, insbesondere im sozialen Bereich, auch im Widerspruch, ich bleibe mal in der traditionellen Sprache der ArbeiterInnenbewegung, zwischen Arbeit und Kapital sich zuspitzen und natürlich innerhalb dieser Zuspitzung, dieser Widersprüche natürlich auch die Politik sich gestaltet. Es gibt Menschen, die reden aktuell davon, dass wir in einer Zeit der multiplen Krisen sind, egal ob die Klimakatastrophe, die Frage von Kriegen, die Frage von sozialen Verwerfungen und so weiter und so fort, die Transformation der Wirtschaft, dass es eine multiple Krise ist. Und ich sage immer, ja, wir erleben verschiedenste Krisen in den verschiedensten Lebensbereichen, die wir haben. Die sogenannte Migrationskrise zum Beispiel wird ja auch genannt. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen multiple Krisen sind, die einfach nur nebeneinander stehen und einfach nur so sich als Vielfachkrisen zeigen, oder ob das nicht einfach eine Zeit ist, wo wir eigentlich im Moment die Krisenhaftigkeit des Systems, in dem wir leben, einfach noch mal deutlicher sehen. Und diese Krisenhaftigkeit des Systems, in dem wir leben, zeigt sich halt in den verschiedensten Lebensbereichen. Sie zeigt sich in der politischen Diskussionskultur, sie zeigt sich auch in der Krise des politischen Systems, wenn wir zumindest außerhalb von Luxemburg gucken auf die Entwicklung in Europa. Sehen wir zum Beispiel ein Erstarken von autoritären und nationalistischen, rassistischen, faschistischen Stimmungen und Parteien in der EU. Auch da sieht man das. Oder in den unterschiedlichsten Bereichen in der Frage, wie die Natur auf die brutale Ausbeutungsmechanismen reagiert. Dort sehen wir es auch. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, die Krise, die wir im Moment erleben, ist keine neue Krise. Sie ist eine Fortsetzung sozusagen der Widersprüche, die wir haben. Aber sie ist natürlich härter da, sie ist zugespitzter da und sie äußert sich vielleicht auch, wenn man es vielleicht hier in Luxemburg, in dem relativ reichen Land, kann ich nicht einschätzen, nicht so hart, so brutal äußert, doch in ganz Europa und in der ganzen Welt sehr, sehr deutlich und zeigt, dass wir sozusagen vor neuen Herausforderungen stehen, von neuen Herausforderungen auch als linke Parteien stehen und dass vielleicht auch die Antworten und die Strukturen, die wir als linke Parteien bisher gegeben haben, in einigen Bereichen nicht mehr ausreichend sind und da man sich auch weiterentwickeln muss. Was ist das Besondere, was wir erleben? Ich finde, wir sind in einer Zeit der Umbrüche, insbesondere in einer Zeit der wirtschaftlichen Umbrüche. Wenn wir die Entwicklungen angucken, dann sehen wir, dass sozusagen in allen wirtschaftspolitischen Diskussionen die Transformation der Wirtschaft
die Wirtschaftsbeziehungen, die Produktionsabläufe diskutiert werden, die Lieferketten sich neu sortieren. Und wir sind in einer Zeit, wo genau in dieser Neuformierung der Wirtschaft und der Abläufe der Wirtschaft sich Staaten auch neu positionieren. Das drückt sich aus, indem wir sozusagen im Moment, ich weiß nicht, wie es in Luxemburg diskutiert wird, aber auch Staaten sich sozusagen in der gesamten Auseinandersetzung in der Weltgemengelage neu positionieren, militärisch aufstellen, weil sie sich unter dem Zugzwang sehen, Märkte, Absatzmärkte, Ressourcen, den Zugang zu diesen ganzen Lieferketten zu haben, die Handelsrouten zu verteidigen und so weiter und so fort. Wir sehen es nach innen, dass mit der Transformation der Wirtschaft, ich weiß, dass Luxemburg insbesondere irgendwie in der Finanzwirtschaft groß ist und in den produktiven Bereichen, anders als die Bundesrepublik Deutschland, jetzt gar nicht mehr so viel hat. Aber zum Beispiel in der Transformation der Wirtschaft in Ländern wie Deutschland, Frankreich, aber auch anderen Ländern, die auch in der Realwirtschaft starke Produktionsverhältnisse haben, wo eben diese Produktionsabläufe verändert werden sollen, wo insgesamt neue Sparten sich gründen, wo in neuen Bereichen Arbeitswelten sozusagen erschlossen werden im Bereich der Digitalisierung und in den alten klassischen Berufen zum Beispiel viele Arbeitsplätze wegfallen. Saarland ist nicht weit weg von hier. Diese Transformation hatten wir in verschiedenen Regionen, hier in Luxemburg wahrscheinlich auch, als es damals um Stahl und Kohle und Ähnliches ging. Und diese Transformation haben wir im Moment auch. Und diese Transformation wird im Moment insbesondere auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung und der armen Bevölkerung gestaltet. Das heißt, es ist eine Situation, wo viele Menschen im Moment spüren, dass es Veränderungen gibt, die besondere Herausforderungen für sie ganz persönlich, ganz privat, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung, bringen wird. Eine Situation, die verbunden ist mit Ängsten, eine Situation, die verbunden ist mit Verwerfungen und Unsicherheiten. Und das ist wahrscheinlich auch deshalb ein Grund, warum wir im Moment das Erstarken der Rechten in Europa und in verschiedenen Regionen erleben. Denn wir sehen dann tatsächlich, dass die Rechten auf diese Umbruchssituation mit nationalen Antworten sozusagen reagieren und der arbeitenden Bevölkerung, egal ob ganz armen oder arbeitenden Bevölkerung sozusagen, die Illusion in ihr erwecken, dass die nationalen Antworten, die nationalistischen Antworten in dieser Situation ihre Interessen vertreten würde. Und das ist der Moment, wo wir auch dann erleben, wo wir es wahrscheinlich auch bei den nächsten Europawahlen erleben werden, wo wir der Gefahr gegenüberstehen, dass die autoritären und rechten Strukturen stärker werden. Bei den nächsten Europawahlen wird tatsächlich eine Herausforderung sein, wie stark die Rechtspopulisten, die Offenfaschisten und autoritären Parteien abschneiden werden. Und die Gefahr, dass sie sehr, sehr stark abschneiden werden, ist im Moment groß. Und die Gefahr, dass sie sehr, sehr stark abschneiden werden, hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie stark die Linke in dieser Situation verankert bei den Ängsten der Bevölkerung natürlich richtige Antworten geben kann. Wenn ich jetzt von der Bundesrepublik Deutschland spreche, dann weiß ich, dass die Transformation der Wirtschaft in aller Munde ist. Ich weiß aber ganz klar, dass die Kosten dieser Transformation der Wirtschaft die arbeitende Bevölkerung trägt, die ganz Armen tragen. Und was sozusagen von Regierungsseite und Politikseite aus der Bevölkerung geboten wird innerhalb dieser Transformation der Wirtschaft, sind nur ein paar Krümmel. Und das spüren die Menschen. Und dann ist halt die Frage, wie es eine Linke schafft, deutlich zu machen, dass eben die Wirtschaftstransformation nicht dahingehend laufen darf, dass eben die arbeitende Bevölkerung die Zeche zahlt, während zum Beispiel Konzerne weiterhin und die Superreichen weiterhin reich bleiben. Und das ist die große Auseinandersetzung, vor der wir stehen. Das zweite Thema, große Thema, was die Bevölkerung auch um sich treibt, was auch mit Ängsten verbunden ist, ist das Thema der Entwicklung der Welt und die geopolitische Situation. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat man vor allen Dingen eins gesehen, ich weiß nicht, wie die Diskussionen in Luxemburg geführt wurden, aber dass viele Menschen, insbesondere auch die Friedensbewegung, sehr verunsichert reagiert haben. Und die Erzählung der Regierenden war, wir müssen jetzt in diesen Krieg investieren, diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen, denn ansonsten steht der Putin morgen bei uns an der Haustür. Das war die Erzählung und das war eine Verunsicherung in der Bevölkerung. Wenn ich von der Bundesrepublik Deutschland spreche, dann spreche ich zum Beispiel über ein Land, wo die Bevölkerung mehrheitlich
immer und immer wieder gegen Aufrüstungspläne der Bundesregierung sich ausgesprochen hatte in der Vergangenheit. Anders sieht es aus, also es gab das NATO-2%-Ziel. Es ist ein Ziel gewesen, was in der Bevölkerung mehrheitlich immer wieder in allen Umfragen eigentlich abgelehnt wurde. Und heute gibt die Bundesregierung 100 Milliarden Sondervermögen aus. Und es ist der einzige Bereich im Haushalt, während in allen sozialen Bereichen zum Beispiel gekürzt wird, wo es ein Wachstum gibt. Und zwar nicht nur minimal, sondern richtig radikalen Wachstum gibt. Das heißt, die Aufrüstungsvorhaben, die in der Bundesregierung, in der Bundesrepublik Deutschland lange diskutiert werden konnten, wurden mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine schnell durchgesetzt, weil die Bevölkerung sehr verunsichert war über den Krieg dort. Das Zweite, was man dann gemacht hat, ist mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ist, dass man auch Vorbehalte, die es in der Europäischen Union und auch in der Bundesrepublik Deutschland gab, gegenüber Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisenregionen beiseite zu wischen. Und man hat schnell beschlossen, Waffen in diesen Krieg zu schicken. Ich stand im Europaparlament zu Beginn des Krieges. Es war, glaube ich, ungefähr 8 Tage oder 9 Tage, nachdem die Ukraine überfallen wurde und Herr Selenskyj online zugeschaltet beim Europaparlament eine Ansprache gehalten hat. Und ich habe die Reden von der Kommission, von dem Hohen Vertreter, von der Kommissionspräsidentin von der Leyen, von Herrn Borrell und anderen Staatsvertretern und Herrn Michel gehört. Und die Message, die dort auf dieser Sitzung direkt Richtung Ukraine gegeben wurde, war, dass die Ukraine diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen muss. Das heißt, es war von Anfang an eine Strategie der Europäischen Union an dieser Stelle, auch die Ukraine zu motivieren, diesen Krieg zu führen. Und ich saß da zu einem Zeitpunkt, wo noch zum Beispiel Herr Selenskyj zu Beginn gesagt hat, dass er sich freut, wenn Herr Xi, Herr Scholz, Herr Macron zusammen versuchen, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu vermitteln. Das heißt, die erste Reaktion der Ukraine war jetzt gar nicht, diesen Krieg auf dem Schlachtfeld auf Dauer zu führen, sondern die erste und der natürliche Wunsch der Ukraine war zu Beginn des Krieges eigentlich, schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen. Aber dieser Wunsch wurde dann eben durch die Haltung durchaus auch der Europäischen Union, der USA, von Herrn Johnson, da gab es ja auch die Berichte, dahingehend gelenkt, dass man die Ukraine eher motiviert hat, diesen Krieg weiterzukämpfen und auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Und das hat man gemacht, obwohl man wusste, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Man hat es aber gemacht, weil mit dem Krieg eins deutlich geworden ist, dass es eine verhärtete Konkurrenz gibt, großer Mächte um die Einflusssphären, um den Zugang zu wichtigen Handelsrouten, um den Zugang zu wichtigen Ressourcen, um die Neuaufteilung der Welt. Und Frau von der Leyen hat genau diese Aussage im Übrigen, dass wir in einer Ära der verhärteten Konkurrenz großer Mächte sind, schon vor dem Ukraine-Krieg in ihren Grundsatzreden gesagt. Sie hat ganz deutlich vorher schon gesagt, dass die Welt in einer Ära verhärteter Konkurrenz ist, dass die EU Teil dieser Auseinandersetzung der verhärteten Konkurrenz ist und dass die EU in dieser Konkurrenz in der Lage sein muss, eigene Interessen zur Not auch militärisch zu verteidigen und nicht nur in der Lage sein muss, das zu tun, sondern auch den politischen Willen zeigen muss, das zu tun. Nun gehöre ich zu denjenigen, die niemals ein Blatt vor den Mund genommen haben gegenüber dem Putin-Regime und der Politik Putins in Russland selber, aber auch darüber hinaus. Und natürlich gehöre ich auch zu denjenigen, die sagen, natürlich führt Russland einen imperialen Krieg in der Ukraine. Doch was man an dieser Stelle natürlich sehen muss, ist, dass die EU hier diesen Krieg auch oder die NATO insbesondere diesen Krieg auch befeuert hat, nicht weil sie der Ukraine beigestanden hat, sondern diesen Krieg befeuert hat, weil man in dieser verhärteten Konkurrenz einer aufstrebenden Macht Russland deutlich das Signal geben wollte, dass dieser Preis für diesen Überfall, dieser Preis, den eigenen Anspruch in der Welt geltend zu machen, eben in die Höhe getrieben werden sollte. Das heißt, es ging von Anfang an darum, dem Konkurrenten hier was deutlich zu machen. Und das ist eine Situation, die im Übrigen auch zu einer starken Spaltung in der Bevölkerung geführt hat.
wenn ich jetzt zum Beispiel über die Bundesrepublik Deutschland spreche. Und das ist eine Situation, wo die Rechtspopulisten zum Beispiel auch im Moment versuchen, auf das Thema aufzusteigen und so zu tun, als ob sie für den Frieden dastehen würden. Und das ist ein zentrales Thema, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und es ist ein zentrales Thema, was uns vor allen Dingen Folgendes deutlich macht. Dass jetzt der Krieg in Gaza, natürlich, wenn wir über Palästina und Gaza reden, reden wir über eine ganz andere Historie und einen ganz anderen Ursprung auch des Konfliktes. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir in verschiedenen Regionen der Welt in den nächsten Jahren tatsächlich auch verhärtet mehr militärische Konflikte erleben werden und dass diese militärischen Konflikte immer auch eine geopolitische Komponente haben. Denn nichts anders kann man das erklären, wenn zum Beispiel die USA den allein humanitären Wunsch und die humanitäre Forderung nach einem Waffenstillstand im UN-Sicherheitsrat blockiert hat und das seit über 3 bis 4 Monaten auch tatsächlich tut. Das heißt, auch da sehen wir es. Wir sehen es auch in der Situation, wenn wir an den indopazifischen Raum gucken, um die Frage um Taiwan. Wir sehen es in der Frage um Mali, wir sehen es auf dem afrikanischen Kontinent und wir sehen in den verschiedenen Regionen der Welt, wo unterschiedliche ökonomische, politische und militärische Mächte verhärteter in der Auseinandersetzung sind. Wir reden selten über das, was in Afrika passiert. Aber auch in Afrika ist es zum Beispiel so, dass dort insbesondere die Europäische Union auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite China ökonomisch und Russland durchaus militärisch dort eigene Einflusssphären, eigene Zugänge zu Ressourcen tatsächlich verhärtet verteidigen. Nichts anderes ist zum Beispiel in der Sahelregion die Auseinandersetzung, nichts anderes haben wir in Mali gesehen. Und leider muss man halt sagen, dass das die Auseinandersetzung, vor der wir stehen in dieser Frage, die ist, dass wir in einer Zeit waren, wo die Friedensbewegung, die linke Bewegung verunsichert war über den Überfall Russlands. Einige hatten wahrscheinlich auch Fehleinschätzungen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, aber auch Fehleinschätzungen darüber, wie Russland in diesen Krieg reagieren würde oder dass Russland diesen Krieg möglicherweise nicht führen würde. Natürlich hat Russland das gemacht und das ist zu verurteilen. Aber es ist halt eine Situation, die uns deutlich macht, wenn jetzt massiv aufgerüstet wird, dann wird das dahingehend wirken, dass wir nicht weniger Kriege haben. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen und euch das mitbekommen haben. Zum Beispiel ans Rote Meer schickt die EU im Moment Kriegsschiffe. Nicht offensiv, will sich sozusagen nicht an der Bombardierung Großbritanniens und USAs beteiligen, mit Blick auf Jemen und die Houthi-Rebellen, aber man schickt auch wieder Marineschiffe dahin. Das heißt, auch da ist die Bereitschaft, sozusagen Einsatz zu zeigen, größer für militärische Präsenz als für den Waffenstillstand. Und das ist ein Riesenproblem. Und ein Riesenproblem ist es, wenn eben die EU umgerüstet wird in eine Militärunion, die ihre Interessen in aller Welt zur Not auch militärisch verteidigt. Denn diese Interessen der EU sind tatsächlich auch in verschiedenen Papieren definiert und beschrieben. Man sagt, es ginge um Freiheit. Aber was mit Freiheit gemeint ist, was diese Werte sind, die dort verteidigt werden sollen, stand in dem Papier schon 2016 der Global Strategy der Europäischen Union drin. Es geht um den freien Zugang zu wichtigen Handelsrouten, zu wichtigen Seewegen und zu wichtigen Ressourcen. Das heißt, das wird auch offen ausgesprochen. Und gerade wenn wir heute zum Beispiel über die Transformation der Wirtschaft sprechen, gerade wenn wir heute über die neuen über die neuen Energieproduktionen sprechen, über die neuen Technologien sprechen, dann sprechen wir zum Beispiel über seltene Erden, sprechen wir zum Beispiel über Lithiumvorräte, über andere sozusagen Ressourcen, die notwendig sind in diesem Bereich. Und um die gibt es tatsächlich eine verhärtete Auseinandersetzung, nicht zuletzt auch tatsächlich mit China. Was wir aber gleichzeitig erleben in dieser Zeit, neben der Militarisierung, ist, dass die sozialen Verwerfungen natürlich auch immer weiter steigen. Und ein bestimmtes Phänomen ist zum Beispiel, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland darüber sprechen, dass es der Wirtschaft schlecht geht, der deutschen Wirtschaft. Und dann gucken wir uns tatsächlich die Zahlen an, gucken wir uns die DAX-Unternehmen an, also die wirklichen Großkonzerne, die global auf dem Weltmarkt sozusagen agieren, dann geht es ihnen gar nicht schlechter. Deren Profite
sind verbessert. Gucken wir uns dann an, in der Corona-Pandemie zum Beispiel, war es nicht so, dass alle ärmer geworden sind. Da reden wir zum Beispiel über große Discounter-Konzerne und in der Bundesrepublik Deutschland gehören zum Beispiel die Eigner von Lidl, Aldi und so weiter und so fort zu den reichsten Deutschen, dass deren Vermögen sich verdoppelt haben. Auch Amazon als US-Unternehmen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo zwar suggeriert wird, dass es der gesamten Gesellschaft irgendwie schlechter geht, aber eine Situation, wo wir eigentlich Folgendes sehen, dass die Schere zwischen sozusagen ganz oben und dem Rest immer weiter auseinandergeht. Und die Situation, dass die Kapitalakkumulation in den Händen einiger weniger immer mehr wird, wird ja nicht dazu führen, dass wir weniger Konflikte haben. Denn je mehr Kapital auch ein Unternehmen, ein Konzern akkumuliert hat, umso mehr Märkte wird ein Unternehmen und dieses Kapital auch haben wollen. Das heißt, es braucht neue Investitionsmöglichkeiten, es braucht neue Märkte. Und das geht dann einher mit der Auseinandersetzung sozusagen um die großen Handelswege, um die großen Märkte, um die Einflusssphären. Und das ist ein Riesenproblem tatsächlich in der Auseinandersetzung. Was es geben muss und wofür ich tatsächlich in dieser Frage deshalb stehe, ist, egal ob in der Frage um Krieg oder Frieden oder in der Frage um gerechte Verteilung von Vermögen, es ist immer wieder eine Klassenfrage. Und aus dieser Klassenperspektive muss es die Linke schaffen, auf diese Fragen Antworten zu geben. Und aus dieser Klassenperspektive muss die Linke natürlich sagen, es braucht umgehend einen Waffenstillstand, zum Beispiel auch in der Ukraine, und eine politische Beendigung des Krieges. Aus dieser Perspektive muss eine Linke meines Erachtens ganz klar sagen, es braucht überall politische Lösungen statt bewaffnete Konflikte, die immer auf dem Rücken der Armen und Ärmsten der Armen ausgetragen werden. Denn nicht zuletzt auch die Mechanismen und die Entscheidungen der Europäischen Union im Bereich der Wirtschaft, der Sanktionen, der sanktionsverhärtenden Sanktionspolitik mit Blick auf Russland, aber auch darüber hinaus, hat vor allen Dingen dazu beigetragen, dass eben die arbeitende Bevölkerung, die arme Bevölkerung noch ärmer geworden ist, die Preise explodiert sind und Spekulationen Tür und Tor geöffnet wurden. Also wenn wir jetzt davon reden, dass die Preise gestiegen sind, dann hat das was damit zu tun, dass die Europäische Union ziemlich schnell gesagt hat, wir wollen jetzt zum Beispiel aussteigen aus bestimmten Energiequellen aus Russland. Und das hat dazu geführt, dass vor allen Dingen direkt in den internationalen Märkten, in den Börsen darauf reagiert wurde und man spekuliert hat und die Preise unterschiedlich hochgegangen sind. Und gleichzeitig hat man tatsächlich auch dann das russische Gas über Umwege geholt, wenn ich zumindest über Deutschland rede, über Umwege teurer nach Deutschland trotzdem geholt, denn die Ressourcen sind so viel, wie sie sind. Zum Beispiel hat Russland dann dieses Gas oder die Ölreserven verkauft an Indien und von Indien wurde es hier zurückgekauft zu einem teuren Preis und so weiter und so fort. Das heißt, es war zweierlei, sowohl die Spekulation als auch die Preisspirale nach oben, also die teureren Einkaufspreise, die man sich verschafft hat. Und das hat zu der Verarmung der Bevölkerung geführt. Ich möchte vielleicht zum Schluss sagen, was ich glaube, was deshalb das Hauptproblem ist und auch die Herausforderung für die Linke ist. Ich habe versucht, ein bisschen zu umschreiben, was so die Weltlage ist, was die großen Eckpfeiler sind, vor der wir als Herausforderung stehen. Und ich glaube, dass genau diese Herausforderung, diese Verunsicherung in der Bevölkerung und auch eine fehlende Verankerung in der tiefen Bevölkerung, in den Betrieben, in den Stadtteilen, eine fehlende Verankerung vielleicht auch mit dazu geführt hat, dass die Linke im Moment tatsächlich mit ihren Antworten nicht durchdringt, dass die Linke im Moment, also politische Linke hier oder woanders, nicht durchdringt, dass die Linke vielleicht auch ihre Antworten in dieser Stelle nochmal vertiefen muss und deutlicher machen muss und deutlicher auch sozusagen ihren Standpunkt, ihren Klassenstandpunkt machen muss und auch die systemischen Krisen deutlicher angreifen muss und auch das System möglicherweise offensiver angreifen muss. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Alain wollte, dass ich ein paar Sätze sage zu der aktuellen Spaltung in Deutschland. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass Sarah Wagenknecht sich entschieden hat, eine neue Partei zu gründen. Die nennt sich Bündnis Sarah Wagenknecht, sie trägt ihren Namen. Und diese Partei hat klare Positionen in der Friedensfrage. Vieles davon teile ich, in einigen
einigen Punkten argumentiere ich tatsächlich anders. Ich sage, dass ich aus Solidarität mit der Bevölkerung in der Ukraine dafür bin, dass eben nicht die Menschen dort umgebracht werden. Aber vieles sagt sie da richtig. Aber sie sagt vor allen Dingen Folgendes im Moment. Sie betont, dass es der deutschen Wirtschaft schlecht geht und dass man deshalb im Sinne sowohl der oberen Mittelschicht als auch der arbeitenden Schicht sozusagen ein Bündnis machen muss und versucht, eine Volkspartei aufzubauen, während ich sage, dass die Herausforderung, vor denen wir stehen, eben dahin gehen muss, dass man eigentlich eine viel klarere Klassenpartei hat. Also wir eigentlich eher mehr den Schritt hingehen müssen hin zu einer Arbeiterpartei. Und wenn ich von Arbeiterpartei spreche, meine ich nicht nur diejenigen, die sozusagen mit Blauhelmen und so nur an der Werkbank sitzen, sondern mit Arbeiterpartei meine ich die komplette lohnabhängige Klasse inklusive der Armen, der Erwerbslosen und auch der unteren Mittelschichten, dass man das machen muss. Also insofern gibt sie da eine andere Antwort auf die Krise, in der wir gerade sind. Und ich bin in der Linken und diskutiere in der Linken dafür, dass wir auch natürlich unsere Fehler überwinden müssen, uns weiterentwickeln müssen, aber in eine andere Richtung, als es Sarah tut, fernab von der Migrationsfrage, die Sarah Wagenknecht ganz anders beantwortet als ich. Denn auch in der Migrationsfrage, sage ich, ist das eine Klassenfrage und auch die Spaltung der Bevölkerung in Geflüchtete, in Migranten, in religiöse oder kulturelle Hintergründe wird niemals sozusagen die arbeitenden Menschen, die lohnabhängigen Menschen stärken. Da gibt sie eher eine andere Antwort und da sagt sie, dass die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr in der Lage wäre, mehr Menschen aufzunehmen. Und ich diskutiere aber lieber darüber, wie wir ernsthaft Fluchtursachen bekämpfen und ich verteidige das Grundrecht auf Asyl. Das sind die Unterschiede, wo ich mit ihr anderer Meinung bin, aber das ist ihr Projekt an dieser Stelle. Sie hat sich dafür entschieden und mehr muss ich an dieser Stelle eigentlich, glaube ich, dazu nicht mehr sagen. Aber diese Tendenz der Spaltung der Linken ist übrigens kein deutsches Phänomen an dieser Stelle. Wir erleben es in Griechenland aktuell, wir erleben es in Spanien aktuell, wir erleben es in verschiedenen europäischen Regionen aktuell, wo eben insbesondere in der Frage der Haltung zum Thema Krieg und Frieden oder auch der Haltung einer Gesamtorientierung einer Partei in der Frage der Migration, in der Frage Klassenpartei oder nicht, es unterschiedliche Standpunkte gibt und man sich diversifiziert. Ob das der richtige Zeitpunkt ist, während die Rechten stärker werden, wage ich zu bezweifeln, aber das sind die Realitäten und mit diesen muss man umgehen. Und wir als Die Linke gehen damit um und wir wollen zuversichtlich in diese Europawahlen gehen, wissen, dass es schwer wird, aber wollen auf jeden Fall dafür kämpfen. Zumindest hat der Parteivorsitzende jetzt letztens mal vor der Presse ein Wahlziel rausgegeben. Wir wollen mindestens als Deutsche Linke auch bei den nächsten Europawahlen die stärkste Delegation stellen, hat er gesagt. Und das heißt, wir wollen auch weiterhin als Linke dann bei den Europawahlen gut abschneiden. Wie es enden wird, was kommen wird, wie es die nächste Fraktion geben wird, ist angesichts der totalen Veränderung in der Parteienlandschaft im Moment, der europäischen Parteienlandschaft, im Moment tatsächlich schwer zu sagen, weil wir es einfach nicht wissen, was passieren wird. Aber ich bin da eigentlich zuversichtlich, wenn wir mutig und klar und deutlich in unseren Positionen in diesen Wahlkampf gehen. Ja, danke. Ich fange mal mit Folgendem an. Ich selber bin keine Pazifistin, ich bin Antimilitaristin. Und ich glaube, wenn man sich so definiert und die europäische Geschichte hat uns eigentlich viele Lehren mitgegeben. Also gerade die Auseinandersetzungen zum Beispiel, die es auch historisch gab in der Sozialdemokratie, wo Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht noch Teile der Sozialdemokratie waren und sich gespalten haben, genau an der Frage von Krieg und Frieden. Und wie sie sich gespalten haben und wie sie sich in diesem Krieg positioniert haben, nämlich aus einer Klassenperspektive heraus gegen den Krieg der imperialen Mächte, wo sie aber auch den eigenen Imperialismus angegriffen haben. Das ist sozusagen mehr oder weniger so die Tradition, aus der ich komme, und das ist das, wofür ich stehe an dieser Stelle. Die Frage war an mich,
Was wäre der richtige Weg für die Ukraine gewesen? Und da war auch ein bisschen so die Frage von Befreiungskrieg oder nicht. Und da war ja genau das Gegenteil. Ist das sozusagen seit 2014 oder nicht? Und deshalb würde ich versuchen, da ein bisschen in unterschiedlichen Punkten drauf einzugehen. Ein Problem in der Diskussion und mit dem Krieg in der Ukraine, aber es fing eigentlich schon auch ein bisschen in der Pandemie an, ist ein bisschen gewesen, dass wir, als dieser Krieg angefangen hat, nicht mehr darüber oder nicht mehr in der Lage waren, über einen Kontext vom Krieg zu sprechen. Ging übrigens auch am 7. Oktober war es genauso. Und es wurde so dargestellt, ob die Diskussion über den Kontext vom Krieg zu reden, bedeuten würde, dass man den Krieg richtig findet oder dass man das, was gemacht wurde, richtig findet oder relativiert. Und nein, man muss über den Kontext von Kriegen sprechen, um Lehren daraus zu ziehen und Antworten zu finden zu können, aber nicht, um irgendetwas zu relativieren. Heißt für mich übersetzt, natürlich hat der Krieg in der Ukraine eine Vorgeschichte, die mindestens 2014 anfängt. Wenn man ganz böse ist, kann man sogar noch vorher gehen und was weiß ich was. Also diese Anspielung, die Putin mit dem Jugoslawienkrieg und die Aufteilung des sozusagen europäischen Kontinents und so angesprochen hat, zwischen dem Westen auf der einen Seite und seinem Imperium auf der anderen Seite. Kann man alles drüber reden, muss man auch. Aber diesen Hinweis zu geben, heißt nicht in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder zu relativieren, was da passiert ist. Gerade wenn man sozusagen auf diesen Krieg blickt, aus meiner Warte, aus der Klassenperspektive heraus, ist das nicht die Antwort. Und da sage ich, sind hier unterschiedliche imperiale Akteure am Tisch, die sich bekriegen, bekämpfen. Und es ist nicht lediglich die USA das Böse. Ja, die Haltung in der Europäischen Union bei Minsk, zum Beispiel in der Auseinandersetzung um die Ukraine, ging dahin, dass Deutschland und Frankreich weniger ein Interesse am Eskalieren der Situation schon zu dem Zeitpunkt hatten. Aus eigenen Interessen, aus eigenen ökonomischen Interessen, aus eigenen politischen Interessen heraus. Und wenn heute die Europäische Union sich entscheidet, tatsächlich diesen Krieg weiter zu befeuern mit Waffen und so die Rhetorik anzuwenden, dass eben der Preis für Russland für diesen Überfall in die Höhe getrieben werden muss, dann tut es die Europäische Union nicht, wie es einige Linke sagen, als Vasall der USA. Denn die Europäische Union ist kein Vasall der USA. Das ist die drittstärkste ökonomische Macht der Welt. Das tut auch die Bundesrepublik Deutschland nicht. Es macht es aus eigenen geopolitischen Überlegungen und Positionen heraus. Es kann sich nicht in jeglicher Hinsicht durchsetzen gegen vielleicht die stärkeren Konkurrenten am Tisch wie China oder USA, in dem Falle USA, weil es nicht in der Stärke ist. Aber es macht es nicht als Vasall der USA. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es sind eigene geopolitische Interessen, die die EU hier treibt und diese Interessen, die hier vorangebracht werden. Und das Interesse ist an dieser Stelle tatsächlich sozusagen eigene Einflusssphären zu behalten. Das Interesse ist an dieser Stelle eigene Einflusssphären auszuweiten. Das Interesse ist auch deutlich zu machen gegenüber einem anderen erstarkenden imperialen Akteur, der sagt, ich will jetzt meinen Anteil am Kuchen hier in dieser Welt haben, zu sagen, nicht so schnell. Weil so wirst du meinen Anteil in der Welt in Frage stellen. Und das will ich dir nicht erlauben. Dafür nehme ich sogar kurzfristig Einbuße in Kauf, wie es die Bundesrepublik Deutschland im Moment zum Beispiel tut bei der Energieversorgung. Denn tatsächlich war der Wettbewerbsvorteil der Bundesrepublik Deutschland auf dem globalen Markt die billige Energie und die relativ niedrigen Löhne im Verhältnis zur Produktivitätsrate. Und da hat Deutschland im Moment Schwierigkeiten. Aber wer behauptet, dass ein Konstrukt wie die Europäische Union, dass Länder wie Deutschland und Frankreich die drittstärkste ökonomische Macht in dieser Welt ein Vasall ist und nicht eigene imperiale Interessen vertritt, der verkennt die Realität der Länder, aus denen wir kommen. Im Übrigen war es zum Beispiel der EU auch besonders wichtig, Russland da ein klares Signal zu geben. Denn in der Sahelzone, in Mali,
war Russland dann auf einmal präsent mit der Wagner-Gruppe. In der Sahelzone in Mali sind wichtige Ressourcen wie Uran und so weiter und so fort, die Frankreich für die eigenen Atommeiler braucht. Also auch da ging es darum, wer wird wie, welche Einflusssphären haben, welchen Zugang zu Ressourcen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Problem ist es, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man nicht über den Kontext des Krieges redet. Und wenn man nicht über den Kontext des Krieges redet, ist es auch schwer, eine Antwort auf diesen Krieg zu finden. Was meine ich damit? Es gab Verhandlungen in diesem Krieg. Die gab es. Es wurde aber in der deutschsprachigen Presse, ich weiß nicht, wie es in Luxemburg war, kaum darüber berichtet. In Istanbul. Ich meine, zufälligerweise war Erdogan, der jetzt auch nicht irgendwie der Friedensstifter in aller Welt ist, der Friedensvermittler an dieser Stelle, weil auch Erdogan seine eigenen geopolitischen Interessen dort gesehen hat und dieser Krieg nicht im Interesse der Türkei an dieser Stelle war, die Verlängerung. Der hat vermittelt und es wurden Ergebnisse aus diesen Verhandlungen vermeldet. Ich weiß nicht, ob die hier bekannt sind oder diskutiert wurden. Zum Beispiel hier ist es, dass die Ukraine von bis zu 10 Ländern, die die Ukraine sich selber aussucht, Sicherheitsgarantien gibt. Die Länder, die die Ukraine wünscht, wurden sogar aufgezählt. Also da waren Länder wie die Türkei, Deutschland, dabei Israel wurde genannt, USA und so weiter und so fort. Und also es gab so Länder, die die Ukraine sich gewünscht hat. Und im Gegenzug ist es, dass die Ukraine verzichtet auf eine NATO-Mitgliedschaft und das aus der Verfassung, was ja verändert wurde in letzter Instanz, streicht. Und Russland zieht sich zurück auf den Stand der Grenzen vom 23. Februar, also einen Tag vor Kriegsbeginn in Russland. Und über die Frage vom Donbass wird über ein Memorandum in den nächsten 15 Jahren verhandelt und irgendwie wie auch immer sozusagen eine Entscheidung getroffen. Die Krim stand für Russland nicht zur Diskussion, aber es wäre ein Waffenstillstand gewesen. Die einzige Bedingung war, die NATO-Mitgliedschaft außerhalb der Verfassung zu nehmen. Das hat man nicht gemacht. Und der Fraktionsvorsitzende von Herrn Selenskys Partei hat, glaube ich, vor 2 Monaten noch mal darüber berichtet, dass es so war und hat dann in einem ukrainischen Fernsehsender, hat man gefragt, war das die einzige Bedingung? Und dann hat er gesagt, ja, gab es schon irgendwie, aber alles andere war Makulatur. Es ging eigentlich darum. Und dann fragt die Journalistin, warum habt ihr das nicht gemacht? Und er sagt, Herr Johnson hat gesagt, das geht nicht. Jetzt ist es sehr einfach, das auf Herrn Johnson zu schieben, aber das ist ja das, was in den Medien ging. Es ist mehr als nur Herr Johnson. Der Biden kam kurz nach Kriegsbeginn nach Warschau, hat in Warschau eine berühmt-berüchtigte Rede gehalten, hat in dieser Rede viele Messages gegeben, aber vor allen Dingen eine Message gegeben, hat gesagt, ich als Weltmacht stehe hinter dir, Ukraine unter der Führung Zelensky, wenn du diesen Krieg weiterführst. Und er hat gesagt, mit Putin kann man nicht verhandeln. Und wer die Situation vorher schon angeguckt hat, hat gesehen, dass seit Dezember bis zu dem Überfall es Verhandlungen gab zwischen den USA und Russland um die Frage zum Beispiel, ob die Ukraine in der NATO beitritt. Das sind aber alles Dinge, über die man nicht reden durfte. Das sind alles Dinge, die wir nicht ansprechen dürfen. Sobald man sie anspricht, heißt das, man relativiere irgendwas an dem, was Putin macht. Aber was will ich damit sagen? Das heißt, man hätte die Lösung haben können. Das war im Frühsommer letzten Jahres. Und dann wurden die Verhandlungen abgebrochen. Der Westen hat die Ukraine motiviert, diesen Krieg weiterzukämpfen. Die Ukraine und die Zelensky-Regierung und die Oligarchen, für die er in der Ukraine steht, er steht ja nicht für die Bevölkerung in der Ukraine, haben dieses Angebot mit der Supermacht im Rücken gerne angenommen. Das Problem ist, in dieser Zwischenzeit sind viele Abertausende junge Männer gestorben, egal ob Russen oder Ukrainer. Viel mehr ist zerstört worden. Und das Problem ist, dass die territoriale Integrität, die in diesem Krieg angeblich verteidigt werden sollte, der Ukraine wahrscheinlich heute beschädigter ist, als wenn man damals sozusagen diesen Verhandlungsabschluss gehabt hat. Denn der Krieg schafft Fakten. Der Krieg schafft Fakten. Ich finde das scheiße, sage ich an dieser Stelle. Ich bin eine Linke, keine Frage. Aber der Krieg hat seine Fakten geschaffen. Und heute hat Russland sozusagen mehr Territorien sozusagen der Ukraine in der Hand. Und wenn es morgen, und es wird irgendwann eine politische Verhandlungslösung geben, eine Entscheidung gibt, wird wahrscheinlich die Ukraine mehr territoriale Integrität verlieren, als es damals im Frühsommer der Fall war. Und alle, die das entschieden haben,
Von Herrn Biden über Herrn Johnson bis hin zu Frau von der Leyen. Sie wussten, was das für ein Spiel ist. Und sie wussten, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist. Der Generalstabschef der USA, der größte Militärexperte der Welt, wenn man so will, und wirklich kein Linker, hat schon im Herbst dann gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass die Ukraine diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Das heißt, es ist Zynismus. Und was will ich mit der Aussage sagen? Weil ich eben irgendwie Befreiungskrieg, Befreiung und sowas gehört habe. Ich würde in Frage stellen, dass die Ukraine gerade den Befreiungskrieg der Ukraine kämpft. Denn dann würde die Ukraine heute weniger abhängig vom Westen sein. Dann würde die Ukraine sagen, weder Russland noch Westen. Ich will meine Souveränität und meine Eigenständigkeit verteidigen. Heute ist die Ukraine Hals über Kopf verschuldet. Die weitere Entwicklung der Ukraine, es gibt einen Fonds, der eingerichtet wurde zur Weiterentwicklung der Ukraine, wird von BlackRock, McKinsey und weiteren Großkonzernen geleitet. Das heißt, die Ukraine wird schon aufgeteilt und das heißt, die Ukraine hat nicht in dem Sinne den den Befreiungskrieg gekämpft. Was nicht bedeutet, dass Russland übrigens irgendwie einen Anspruch auf die Ukraine hat. Das ist nicht meine Position. Und dann komme ich auch auf die Frage von Russland. Nach all dem, was ich wahrgenommen habe in diesem Krieg, ist, dass am Anfang, als Russland die Ukraine überfallen hat, in der Bevölkerung in Russland, die Bevölkerung eher sehr negativ reagiert hat auf diesen Krieg. Und mit dem Hinweis, das ist doch mein Brudervolk, mit diesem Volk habe ich ja irgendwie jahrzehntelang sozusagen nicht als Brüder verstanden, gegenseitig zusammengelebt. Wie können wir da einen Krieg führen? Protestiert. Und dann hat der Westen entschieden. Und Russland hat die ursprünglichen Ziele, wie eine Marionettenregierung oder so in der Ukraine zu installieren, das waren ja die ursprünglichen Ziele, nicht geschafft. Politisch nicht geschafft. Militärisch wäre es möglich gewesen, aber politisch war es nicht möglich. Russland hat es nicht geschafft. Und diese Haltung konnte aber das Putin-Regime ziemlich schnell dann ändern, als sozusagen die massivsten Interventionen seitens des Westens in diesen Krieg beschlossen wurden, als Biden die Rede gehalten hat, mehr oder weniger für einen Regime-Change in Russland, was sie wieder verworfen haben, weil es unrealistisch ist und so weiter und so fort. Und dann hat er der Bevölkerung gesagt, seht ihr, Jungs, seht ihr, wir kämpfen gar nicht gegen unsere Brüder in der Ukraine. Wir kämpfen gegen die blöde Supermacht, die imperiale Blutsauger USA. Und die Bevölkerung in Russland wurde ruhiger. Die Proteste sind abgeflacht. Es gab natürlich auch massive Repressionen, das muss man auch sagen. Das war auch ein Faktor, aber auch diese Rhetorik. Und dasselbe hat der Westen gemacht übrigens. Der Westen hat auch, diese Aussage ist teilweise auch richtig. Ja, Teilwahrheit, weil natürlich führt Russland einen imperialen Krieg, aber natürlich war dieser Krieg, der da geführt wurde, vor allen Dingen ein Krieg zwischen Russland und der NATO. Und der Westen hat dasselbe übrigens gemacht. Der hat auch Teilwahrheiten genommen. Der hat gesagt, Russland führt einen imperialen Krieg. Das ist völkerrechtswidrig. Russland hat die Ukraine überfallen. Und deshalb machen wir, und das ist der allererste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden. Also Teilwahrheit, natürlich ist es völkerrechtswidrig. Natürlich hat Russland sozusagen imperial die Ukraine angegriffen, aber hat dann eigene Interessen und hat dann uns als Bevölkerung hier verkauft. Stimmt. Und wenn wir solidarisch sind mit dem angegriffenen Volk, dann müssen wir diesem Volk beistehen. Das stimmt. Also das ist das, wie Kriege aufgebaut werden, mit Narrativen von unterschiedlichen Seiten. Und eine Linke muss in der Lage sein, diese Narrative auseinanderzunehmen und deutlich zu machen, dass es eben nicht stimmt. Und deutlich zu machen, dass Solidarität mit dem angegriffenen Volk nicht das ist, was sozusagen der Westen hier macht. Deutlich zu machen, dass das, was Russland macht, der antiimperialistische Krieg, nicht irgendwie in einem imperialistischen Krieg in der Ukraine geführt wird und so weiter und so fort. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Und vielleicht kann ich den Punkt Ukraine mit folgendem Satz abschließen. Rosa Luxemburg hat vor dem Frankfurter Strafkammer eine Rede gehalten, wo sie gesagt hat, dass Kriege nur so lange geführt werden, wie die Bevölkerung diese erdulden oder gar als einen gerechten Krieg erachten. Aber wenn sie merken, dass es nicht so ist und wenn die Bevölkerung nicht mehr hinter diesem Krieg stehen, dann können die Generäle noch so viel Feuer schreien, Kriege sind beendet. Und das ist das, was sozusagen die Linke hier machen muss. Dann zum Erstarken des Autoritarismus nur ein Satz. Also ich habe gesagt, wir sind in einer Zeit des starken Militarismus.
Und man hat uns gesagt, man braucht, also dieser Militarismus, diese Aufrüstung wäre notwendig, um die liberale Demokratie zu verteidigen. Was wir gerade sehen, ist Zeiten von Krieg und Frieden, Zeiten von Aufrüstung, Zeiten der harten Rhetorik, Interessen in aller Welt verteidigen zu müssen. Es sind Zeiten, in denen eben autoritäre Strukturen stärker werden, nicht liberale Demokratien. Und das ist das, was wir auch mit diesem Krieg sozusagen merken. Und die AfD mag sich heute gegen diesen Krieg stellen, aber die AfD steht zum Beispiel in Deutschland für den deutschen Militarismus. Und natürlich gewinnt der deutsche, also gewinnt die nationalistische Haltung auch und die autoritäre Haltung auch in diesem Krieg, wenn der Militarismus stärker wird. Und das zeigt die AfD. Und das ist genau eines der Probleme. Dann Umgang Meloni mit Rechten normalisiert hat, wird die Hand normal geschüttelt. Frau Meloni ist eine Politikerin, die eine faschistische Ideologie hat. Aber Italien ist kein faschistisches Land. Also sie regiert das Land noch nicht faschistisch. Das ist ein Unterschied. Also wir können nicht vom Faschismus in Italien sprechen. Das Problem ist meines Erachtens nicht, also in der internationalen Politik muss man ja miteinander reden. Also ich gehöre zu denjenigen, die zum Beispiel die Frau Merkel sehr stark kritisieren mit Erdogan. Aber meine Haltung war nie, du darfst ihn nicht treffen und du darfst ihm nie die Hand geben, sondern was politisch passiert. Also dass Frau Meloni als Staatsvertreterin Italiens, ich finde es falsch, also daran gibt es nicht zu relativieren, ne? Also, aber dass man sich da trifft und die Hand schüttelt, ist meines Erachtens weniger das Problem, als dass man so Reformen wie die GEAS, das neue europäische gemeinsame Asylsystem macht, wo man eben die EU weiter abschottet, wo man die Militarisierung zulässt, wo man das individuelle Asylrecht abschafft. Das ist das eigentliche Problem und darüber müssen wir diskutieren. Dass sonst in der internationalen Politik miteinander geredet wird. Also zu fordern tut es nicht. Finde ich sehr nett. Ich habe auch das Gefühl, ich will es auch nicht, aber ist, glaube ich, nicht die realistische Politik. Aber das, was da im Hintergrund gemacht wird, das zu kritisieren, das ist notwendig. Und die GEAS-Reform ist eben ein Geschenk an die Rechten. Und wenn die bürgerlichen Parteien eben rechte Programmatik übernehmen, ja, dann können die Rechten immer weiter noch weiter nach rechts gehen. Und das ist das, was wir mit der Deportationsdebatte in der Bundesrepublik Deutschland jetzt zum Beispiel erleben. Und das ist das eigentliche Problem. Erstmal bei der philosophischen Frage anfangen. Natürlich, also Philosophie ist eine Methodik, wie du die Welt erklärst. Und natürlich gehört Philosophie mit in Politik rein und politische Analyse rein. Die Art, was du gesagt hast, sollten wir nicht lieber darüber reden, was braucht der Mensch, was brauche ich und so. Ja, würde ich gerne machen. Ja, ich möchte darüber reden, was der Mensch braucht und wie es ist. Und ich möchte die Welt gerechter machen. Jeder ist gleich. Aber ich lebe in einem System, was knallhart ist. Ein System, was eben deutlich macht, nicht jeder ist gleich. Und auch wenn ich dir erkläre, wir sind gleich, und du bist aber sozusagen der Kapitaleigner des Unternehmens, das die Welt bestimmt, Amazon oder sonst was gerade passiert. Ich kann dir das erklären. Ich kann an dich appellieren. Ich kann hoffen, dass es... Aber du als Amazon-Chef musst in diesem System ja weiter Kapital akkumulieren, musst ja irgendwie reicher werden, sonst bist du bald vom Fenster, musst konkurrenzfähig sein. Ich lebe in diesem System. Und deshalb, ja, ich verstehe den Ansatz. Ich finde den auch sehr schön. Ich will nicht falsch verstanden werden. Ich glaube aber, dass wir einfach die Realitäten sehen müssen. Und die Realität ist eben, dass uns jahrzehntelang erzählt wurde, Arbeiter, Klassen, Krisen, das alles gibt es irgendwie nicht mehr. Wir leben am Ende der Geschichte und dieses System ist toll. Wir sehen aber leider Kriege, Krisen, wie viele es sind. Und dass es doch diese Probleme gibt. Und deshalb müssen wir darin sprechen. Also ich sage nicht Arbeiter, weil ich denke, dass der Arbeiter Hans oder die Arbeiterin Magdalene in dieser Straße der bessere Mensch ist. Sondern ich sage, weil das Verhältnis, in dem wir leben, eben Reichtum und Armut, eben unterschiedliche Teilung, Ungerechtigkeit mit sich bringt, ja sogar in Kriegen mündet, wenn es zu hart wird, und deshalb muss ich da was dagegen setzen. Und wenn ich da was dagegen setzen möchte, gegen die Konzernmacht, also ich kann mit dir demonstrieren. Toll. Wenn wir viel sind, besser, dann können wir auch was durchsetzen.
Aber wenn die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die bei Amazon sind, mal 3 Monate Amazon flachlegen, stilllegen, dann kann ich da was ganz anderes schaffen. Also ne, die Frage, was schaffe ich sozusagen zu verändern für Gerechtigkeit. Deshalb sage ich das. Das Problem ist, dass wir aber viele Jahre die Diskussion eben nicht auf dieser Ebene geführt haben und dadurch irgendwie die Vorstellung ist, warum ist das jetzt diese Arbeiterfixierung oder warum redet ihr jetzt auf einmal mit der ganz alten Rhetorik und so. Aber das Problem ist, die ganz alte Rhetorik bewahrheitet sich ja gerade. Zeigt sich ja noch viel knallhärter. Also das ist ja ein Problem der Linken. Wir haben ja uns jahrzehntelang erzählt, naja, die alten Klassengesellschaft und so, wir machen das mit der Zivilgesellschaft, wir verändern schon. Hat nicht so ganz funktioniert, jetzt ist die Zeit ein bisschen härter. Und jetzt klappt es nicht mehr. Ne? Also deshalb, glaube ich, müssen wir uns da ein bisschen weiter entwickeln und das auch zu deiner Frage. Also Klassengesellschaft wie, ich meine, ja, also ich bin in einer Partei, die Linke, ich bin Gründungsmitglied dieser Partei. Ich weiß, dass vor 15 Jahren auch in meiner Partei eher die Mehrheitsposition war, naja, Klassen brauchen wir nicht drüber reden, ist doch alles irgendwie Schnee von gestern, neue Methoden. Und wir spüren im Moment, wie hart das wird. Und die Bevölkerung selber, also Klassenbewusstsein, ich meine, die Sozialdemokratie ist weggegangen von Arbeiterpartei und so weiter und so fort. Also die Entwicklungen waren ja eher in eine andere Richtung und deshalb ist das eine Herausforderung. Aber was erleben wir gerade? In der Bundesrepublik Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Luxemburg ist, aber ich sehe es auch in vielen anderen europäischen Staaten. Die Gewerkschaften kriegen seit vielen Jahren das erste Mal mehr Zulauf. Wir erleben einen Streik nach dem anderen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir erleben Auseinandersetzungen, wo die Kolleginnen und Kollegen viel stärker sind. Wir erleben, also das heißt, es verändert sich was. Dieses Bewusstsein kommt doch wieder. Nicht, weil man auf einmal Erkenntnis hat, sondern weil die knallharten Realitäten uns dazu zwingen, das zu sehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Sind wir schon so weit? Nein, aber es wird kommen und das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich glaube, wir müssen halt darüber diskutieren. Wir haben, wie gesagt, seit den 70er Jahren, spätestens mit der Sozialdemokratie, wurde sich Abschied genommen in Ländern wie Deutschland, Luxemburg, Belgien von Arbeiterparteien. Wir müssen wieder darüber diskutieren. Und Arbeiterparteien eben nicht im Sinne von der Blauhelm, sondern die Klasse, die produziert und so weiter und so fort. Dann die zweite Frage, das war von Ihnen. War es nicht die Resistenz, also der Widerstand der Ukrainer, der Putin zurückgeschlagen hat? Also ja, am Anfang ja. Am Anfang des Krieges, als Putin in die Ukraine eingefallen ist und den Marsch auf Kiew gemacht hat, war die Zielsetzung tatsächlich auch wenn es von einigen Teilen mittlerweile relativiert wird und zurückgewiesen wird, eine Marionettenregierung zu installieren. Und dieses Ziel hat Putin nicht erreicht. Dieses Ziel hat er es militärisch nicht erreicht. Ich wage mal die These, naja, Russland zeigt ja im Moment, wie viel Nachschubmobilisierungsfähigkeit Russland im Moment hat. Ja? Militärisch wäre es möglich gewesen, aber politisch hat der Widerstand der Bevölkerung in der Ukraine gezeigt, wir akzeptieren keine Marionettenregierung von dir. Das war der Widerstand. Übrigens ein Widerstand, wo noch kein Leopard-Panzer und nichts dahin geschickt wurde. Ja, das war's. Aber dann kam ja die zweite Phase, wie gesagt. Dann gab es ja die Verhandlungen, da gab es ja auch diese Bereitschaft, da gab es ja diese Angebote und so weiter und so fort. Sowohl Zelensky als auch Putin waren dazu bereit und wollten in diese Richtung gehen. Aber dann war eben doch die Rhetorik aus dem Westen, die Rede von Herrn Biden in Warschau. Dann war doch die Großbritannien, Herr Johnson, waren die USA vor einem voreiligen Friedensabschluss. Dann war doch Frau von der Leyen, die gesagt hat, kämpft Jungs, kämpft, ihr kämpft für unsere Freiheit. Und so weiter und so fort. Es gab Leute, die haben sich aufgeregt, als Annalena Baerbock mal versehentlich gesagt hat, wir kämpfen diesen Krieg nicht gegeneinander, sondern gegen Russland. Das war ziemlich ehrlich von Annalena Baerbock. Das war ziemlich ehrlich. Also ich fand es nicht, ich habe mich darüber nicht aufgeregt, als sie es gesagt hat, denn das war eine verdammt ehrliche Aussage. Insofern, das ist sehr wichtig. Und ein vielleicht weiteres Argument, was ich sehr, sehr wichtig finde. Es wurde mir 2 Dinge erklärt. Übrigens nicht mir, sondern der kompletten Bevölkerung. In der gleichen Zeit. Und gleichzeitig sogar. Russland ist so gefährlich, so stark. Als nächstes steht Russland vor unserer Haustür. Wir müssen aufrüsten.
massiv aufrüsten. Und gleichzeitig wurde mir gesagt, die Ukraine kann diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen. Was von beiden ist gelogen? Beides passt nicht zusammen. Also wenn wir über Russland reden, reden wir über eine Militärmacht. Wenn wir über die Ukraine reden, reden wir nicht über eine Militärmacht. Aber beides wurde uns gleichzeitig erklärt. Und beides ist ein Narrativ der geopolitischen Auseinandersetzung. Und beides wurde durchgesetzt. Und eine mutige Linke, ja, ich habe auch Kritik sozusagen an den Fehlern, die meine Partei in dieser Kriegszeit gemacht hat, vielleicht merkt man das auch an dieser Stelle, hätte das direkt und offensiv auseinandergenommen. Auch die verschiedensten Narrative für die liberale Demokratie und so weiter und so fort. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist eben nicht moralisch Dinge zu vertreten, finde ich. Das haben wir als Linke in den letzten Jahren sehr viel gemacht, sondern analytisch zu gucken, was bedeutet etwas. Wenn die Bevölkerung im Moment den Nationalisten auf den Leim geht und nicht auf die Linken zuläuft, dann, weil sie sieht, ja, ich meine, die Linken sagen umverteilen und so, schön, kommt aber nicht. Die Nationalisten sagen mir, naja, ich muss ja erstmal Reichtum erwirtschaften, meiner Wirtschaft muss es gut gehen. Also machen Sie den ersten Schritt vor dem zweiten Schritt. Also das sind Argumente, wenn die Bevölkerung das auch nicht so 1:1 sozusagen uns das auseinandernehmen kann, vielleicht so klar und deutlich analytisch sagen kann. Sie haben ein Gefühl dafür. Ich finde, wir müssen uns ehrlicher machen. Wir müssen uns auch sozusagen freier machen von nur der Suche nach schönen Rhetoriken und Erklärungen, sondern viel knallharter und analytischer in die Auseinandersetzungen gehen. Egal, ob es Krieg ist. Egal, ob es die Transformation der Wirtschaft ist, egal, ob es die Frage von Reichtum und Armut ist und so weiter und so fort. Da waren wir, finde ich, in den vergangenen Jahren als linke Bewegung, nicht nur Parteien, eher sozusagen in einem Rollback. Ich glaube, dass die Zeit, die auf uns zukommt, uns wieder dazu zwingen wird, mal sozusagen die ganz alten Diskussionen zu gucken. Was haben die denn damals gemacht? Was war denn 1914? Was war denn 1915? Was haben die denn damals diskutiert? Wie hart waren denn die Diskussionen? Wohin ging es? Und sowas. Und ein bisschen da mal nochmal zu stöbern und gucken, Geschichte wiederholt sich nicht 1:1. Aber man kann aus der Geschichte sehr viel lernen. Und ich glaube, gerade in Ländern wie Luxemburg und Deutschland übrigens, gerade die Bundesrepublik Deutschland, wo wir eine so starke Arbeiterinnenbewegung hatten, wie es weltweit in kaum einem anderen Land gab, haben wir eine Geschichte, die voller Erfahrung ist, die voller Erfahrung und voller auch Errungenschaften war, auch Verluste und Niederlagen erlitten hat, wo wir ein bisschen mehr reingucken müssten. Das will ich sagen, vielleicht auch als Abschlussstatement. Wir sollten nicht nur, lass mal die Vergangenheit hinter uns, gucken wir in eine schöne Zukunft, sondern wir sollten auch mal ein bisschen zurück, back to the roots machen und mal zurück auch an unsere Wurzeln der Bewegung, aus der wir als linke Tradition kommen und an die Methoden der Linken. Denn Linke machen Folgendes. Sie machen nicht nur moralische Bilder, das ist die Stärke der Linken. Sie analysieren, sie machen Ursache und Wirkung, sie stellen Zusammenhänge und das macht ihre Stärke aus. Und wenn die Linke das genau analytisch voranbringt und gleichzeitig mutig rausgeht, und zwar sehr mutig und nicht irgendwie gucken, wie ist denn die Stimmung, darf ich das jetzt sagen oder nicht, sondern offensiv, dann wird sie stärker. Also die Partei Die Linke in Deutschland war dann stark, als sie die einzige Partei war, die sich getraut hat und gebildet hat in einer Zeit, wo alle den neoliberalen Mist hoch und runter gebetet haben, war die Linke die einzige, die sich getraut hat, Nein zu sagen. Und zwar offensiv. Und da war die Linke stark. In der Krise hat sie die angegriffen. Da hatte die Linke, meine Partei, 12% Ergebnisse bei der Eurokrise. Sie war auch die einzige, die widersprochen hat. Mutig. Und wenn es heute wieder vielleicht auch sehr mutig ist, aber nicht nur eben verbal radikal, sondern fundiert analytisch, dann glaube ich, hat die Linke überall in Europa auch eine stärkere Zukunft.